Heute treffen wir Alicia. Sie hat mit 16 eine Zeit lang auf der Straße gelebt. Sie erzählt uns, wie das war für sie. Also ich bin von daheim abgehauen. Mein Vater hatte eine schwere Zeit. Er ist wieder rückfällig geworden. Er hat in seiner Vergangenheit schon mal Drogen genommen und ist wieder zurückgekehrt. Und seine Freundin war alkoholkrank und ich musste wirklich auf beide schauen und es ist mir irgendwann zu viel geworden. Ich habe eigentlich mit meiner Mami abgemacht, dass ich zu ihr gehe. Aber bevor ich zu ihr gegangen bin, war ich schon eine Woche einfach draußen. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, ich hatte den Drang, wieder rauszugehen, weil ich halt ein bisschen machen konnte, was ich wollte. In dieser Zeit war es sehr toll für mich. Ja, ich bin sie viel suchen. Ich habe Liestel abgefahren. Oder wenn ich mal gewusst habe, sie ist bei dem daheim, ich habe sie ja schon einmal rausgeholt aus einer Wohnung, und daheim bin ich sie geholt. Ja, das habe ich immer wieder gemacht. Ja. Es war schlimm, weil es Alicia nicht wollte. Natürlich, weil sie es nicht einverstanden gefunden hat, dass ich sie so suche. Die erste Nacht, als ich draußen war, war um Weihnachten herum. Und da war ich allein. Ich habe hier in Liestel unter meiner Jacke geschlafen. Also ich habe nicht wirklich geschlafen. Es war eiskalt und ich hatte Hunger und habe gewartet, bis meine Kollegen am nächsten Tag wieder rauskommen. Am Anfang war ich viel allein. Ich habe dann bald ein Mädchen kennengelernt, das dort 2 Jahre jünger war als ich. Und sie ist dann mit mir mitgekommen. Und dann, ja, den Rest der Zeit war ich mit ihr. Also Geld hatte ich keins. Essen haben wir uns geklaut, täglich. Zigaretten haben wir von anderen Leuten bekommen. Ich habe mich aber zu fest geniert, die Leute nach Geld zu fragen. Dann habe ich mal einen Kollegen nach 2 Franken gefragt oder so. Aber fremde Leute habe ich nicht nach Geld gefragt. Am Anfang meiner Zeit auf der Straße habe ich sehr viel Geld geklaut bei meinen Eltern. Ich habe auch Gras geklaut von meinem Vater. Irgendwann schlussendlich hat mein Vater die Schlösser gewechselt bei uns daheim, damit ich nicht mehr reingehen konnte. Und meine Mami hat bei sich daheim auch die Schlösser gewechselt. Ich habe am Anfang geschafft. Ich habe gerade mein Praktikum angefangen, habe es dann aber verloren, weil ich nicht mehr arbeiten bin. Drogen waren nicht Thema. Hauptsächlich Cannabis. Ich habe täglich gekifft. Wir hatten auch immer Gras. Zu dieser Zeit habe ich um die 10-15 Joints am Tag geraucht. Also ich habe mich geschämt, wenn ich bei Freunden von mir duschen musste, weil ein paar haben nicht gewusst, dass ich zu dieser Zeit auf der Straße war. Und es ist dann halt ein bisschen komisch zu fragen, ob man hier duschen kann. Ja, und ich habe mich oft geschämt, wenn wir draußen auf der Straße gehockt sind und einfach den ganzen Tag nichts gemacht haben. Ich sage nicht gerne obdachlos. Ich finde es ein bisschen unfair Leuten gegenüber, die schon 10 Jahre auf der Straße wohnen und die wirklich keine Chance mehr haben, dort rauszukommen. Ich musste meine Hand ausstrecken und nach Hilfe fragen und mir ist geholfen worden. Ich sage meistens, dass ich auf der Straße war. Hier sind eben Tisch gestanden und eigentlich hast du nicht hier hocken, wenn du nichts gekauft hast, aber wir sind trotzdem immer hier gehockt. Das hat auch niemand etwas gesagt. Und dort ist die Steckdose, wo ich meine Nadel immer geladen habe. Ja, ich laufe hier oft dran vorbei und es sieht nicht mehr aus wie früher. Es hat hier 3 Tische und Bänkchen zum Anhocken. Ich glaube, es erinnert mich an etwas, aber es sind keine schlechten Erinnerungen. Es ist hier gefahren. Hier waren Gleise vorher und das haben sie jetzt alles rausgerissen und wird alles neu gemacht. Wir haben in diesem Bändchen oft geschlafen. Oder einfach auch den Tag dort verbracht, wenn wir nicht gewusst haben, was machen. Ich bin in ein Jugendheim gegangen, schlussendlich. Meine Eltern haben mich dort angemeldet, die Polizei hat mich gefunden. Ich habe nichts davon gewusst. Dann haben sie mich dort angebracht. Ich bin ein paar Mal wieder abgehauen. Sie haben mich wieder zurückgebracht. Und dann, als ich das letzte Mal abgehauen bin, bin ich für 2 Monate wieder auf der Straße. Das war so die Zeit, wo es mir gar nicht mehr gut gegangen ist. Ich bin abgemagert. Ich konnte nicht mehr duschen. Ich habe oft nur noch draußen geschlafen. Und dann irgendwann am Oben habe ich gefunden, so fertig. Dann bin ich zu meinem Vater heimgegangen und habe gesagt, kannst du mich morgen bitte ins Tal, so hat das Jugendheim geheißen, zurückbringen. Ich mag nicht mehr. Nachdem bin ich zurück zur Mami gezogen, habe angefangen zu arbeiten. Habe dann nach einer Zeit, weil ich viele psychische Probleme von mir nicht aufgeschafft habe, einen Absturz gehabt. Ich habe angefangen Drogen nehmen, bin für 3 Monate in die Psychiatrie gekommen, habe ganz viel an mir geschafft.
Wir haben es sehr toll heute. Ich lerne ganz viel durch Alicia. Ich lerne mich besser kennen. Wir haben tolle Gespräche zusammen. Ich habe auch erst viel später, als sie wieder zurückkam, ganz viel über die Zeit erfahren, die ich da gar nicht so realisiert oder gewusst habe. Ich glaube, wenn ich das vorher erfahren hätte, wäre es viel schlimmer gewesen. Heute geht es mir besser. Ich wohne in einem betreuten Wohnen für Erwachsene. Ich habe viel aus meiner Zeit gelernt, aus allen Sachen, die passiert sind. Ich fange bald wieder an zu arbeiten. Ja, im Moment läuft alles sehr gut.